Liebe Zuschauer, es ist endlich geschafft. Nach über, knapp 40 Minuten ging es, bis ich ihn gefunden habe. Können wir es endlich fangen, und zwar den Affen des Urwaldes. Kommandutan. Das heißt Urwald natürlich, es ist der Schattendschungel. Tja, Kommandutan, der Name, nicht gerade das Gelbe vom Ei. Im Original heißt er, glaube ich, Orang-Utu oder so irgendwie. Oder Oranguru, ja genau, Oranguru heißt er. Und dieses Pokémon kann man nur in Mond fangen. Ne? Es gibt so ein Genstück dazu natürlich in Sonne. Und zwar wäre das Quartermark, ist auch ein Affe. Aber eher ein physischer Affe und eher ein Affe, der, naja, wie soll ich sagen, der vom Typ Kampf ist, während im Gegensatz Kommandutan vom Typus Normal Psycho ist. Oh yeah, bei dem Psycho-Pokémon, ein Psycho-Pokémon, das keine Schwäche gegen Geist-Pokémon hat. Das einfach immun ist gegen Geistattacken. Sowas muss er erstmal geben, wa? So, guck gerade mal ganz kurz, ja, natürlich gleich mal zu Relaxo switchen. Und ich habe mir, glaube ich, auch schon mal den perfekten Namen für das Vieh überlegt. Also, Kommandutan und so, was nimmt man da irgendwie? Orang-Utan? Nee, Oranguru ist bereits der englische Name. Es ist ein Normal-Pokémon, es ist ein Psycho-Pokémon, was nimmt man da irgendwie am besten? Aber es ist ja so, also man kann sich im Prinzip fragen, warum heißt es überhaupt im Englischen Oranguru, und meistens hat es irgendwie einen bestimmten Grund dafür. Bei diesem Vieh ist es so, dass es, ja, Oranguru, also Orang ist wohl klar wegen Orang-Utan, und Guru, weil es auch eher ein bisschen älter wirkt, oder auch wegen langen weißen Haaren und so weiter. Also eher wie eine ältere, weiße, erfahrene Person. Und da eben fiel mir, glaube ich, der perfekte Spitzname ein. Erstmal fangen. So, bis jetzt noch nicht viele Attacken eingesetzt. Wieso will ich Oranguru im Team haben? Oder Kommandutan, je nachdem. Ja, wie bereits erwähnt, normal Psycho, eigentlich eine geile Typenkombination, sie mal testen. Also testen, ne? Wir kennen es ja aus Generation 2 zum Beispiel mit Girafarik, hat den gleichen Typus. Gleiche Kombi, aber halt mit den Statuswerten und natürlich auch... Komm zu Hilfe, Mann. Ja, Statuswerten zum einen, zum anderen... Es kommt keine Hilfe. Tja, alter weiser Mann. Dem wollen wir nicht helfen. Du denken sich da, die wilden Pokémon. Ja, ich setze gleich mal Hyperball ein. Ja, also Statuswerte von dem Vieh sind ziemlich gut, wie ich es mal gesehen habe. Ach du Scheibenkleister. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist... Es ist ein Pokémon, was relativ viele verschiedene Attacken lernen kann. Also der Move-Pool, zwar erst durch Teams und so weiter, ist relativ groß. Und das will man natürlich zunutze machen. So, ich hau dich direkt weg. Ich hab keinen Bock darauf. Und ja, deswegen mal ein bisschen testen, wa? Mal gucken, wie sich Kommandutan so schlägt. Und ob es vielleicht sogar ein festes Teammitglied wird. Also im Prinzip soll Kommandutan eigentlich der Ersatz für Relaxo werden, was die Rolle im Team betrifft, aber eher auch ein bisschen speziell. Weil Relaxo ist ein spezieller Tank, greift aber eher offensiv an. Oh, ist doch cool und so weiter, gar kein Thema. Wir brauchen noch mehr Hilfe, Mann. Der Typ nervt. Ah, du nervst, Mann. Ja, SOS-Kämpfe, wie ich sie in der Hinsicht einfach nur hasse. Ich bin schon mal gespannt darauf, wie es irgendwie Game Freak damit umgehen wird. Psycho Plus. Warum? Ganz einfach deswegen. Mittlerweile gibt es bereits mal ein erstes Update und so weiter. Auch in Zusammenhang natürlich mit Pokémon Bank, was man bereits irgendwie auch updaten kann, oder beziehungsweise eine neue Version davon gibt. Also aktuell sind wir bereits in Lage, da wegen Pokémon Gelb, Rot, Blau, Gelb und so weiter rüber zu transferieren. Und auch mit Rot und Blau und, Rot-Blau, Quatsch, mit nicht Sonne, Mond, Oras und XY. Das man auch schon tauschen kann auf die 7. Gen. Und da in die Pokémon Bank bereits einen nationalen Pokédex hat und hast nicht gesehen. Ey, es reicht langsam. Und deswegen, ja. Mal schauen, wa?
Wieder halt diese Scheiße. Hier, zermürben. Das Vieh ruft ständig um Hilfe. Gut. Ja, Mann, ich komm ja schon. Relaxo. Relaxo, Faxo. Ist natürlich ein cooles Offscreen-Training. Ja, aber... wobei, Offscreen stimmt gar nicht. Mann, ey! Ich habe auch nichts, wo ich in die Top... Ich müsste eigentlich Kommanduten einschläfern. Wann damit es aufhört, Hilfe zu rufen? Aber ich habe da nichts, ey. Vergiften wäre auch Quatsch. Könnte natürlich mein Marike den Angriff so weiter senken. Oh, da wäre eine Variante. Was wollte ich noch vorhin sagen? Genau, wegen Update und so weiter. Dass es bereits die ersten gibt und irgendwie auch Stabilitätsupdate und es sogar ein Update bereits, um gewisse Hacker zu verbannen von Online-Events. Und ich hoffe einfach mal, dass Game Freak noch auf die Community hört und sich sagt, okay, nächstes Update, wir nehmen die SOS-Kämpfe, die automatischen, einfach raus und sagen uns, SOS-Kämpfe sind weiterhin möglich, aber nur, wenn man dann Zit-Orb einsetzt, weil ganz ehrlich, das Zit-Orbs sind so günstig. Du musst nicht irgendwie das Argument nehmen, von wegen, ne, müssen wir wieder Geld ausgeben dafür. Nö. Das klappt schon alles. Ja, also wäre für mich ein großes Anliegen, die automatischen SOS-Battles, außer natürlich im Herrscher, logisch, da ist ein anderes Thema. Aber ansonsten die rausnehmen, weil sonst Pokémon fangen ist so echt mühsam. Wenn es so weitergeht, dann höre ich da auf, wieder 7. Chain zocken und fange wieder mit Oras und so weiter an. Weil ganz ehrlich, mit neuen Funktionen hat mich bisher die 7. Generation noch nicht überzeugt. Ja. Sorry, mich kotzt es auch an, ihr merkt es in meiner Stimme, aber ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance, irgendwas zu ändern. Tja. Ja, super. 300 Psycho Plus zum Einsatz. Oh, bitte hör auf damit. Bitte kommt keine Hilfe mehr. Och, Menno. Mann, was soll ich denn machen? Oh, das ist so eine verdammte Scheiße. Ich kotze gleich noch alles voll, ganz ehrlich. Welcher Entwickler hat sich bloß diesen Schwachsinn überlegt? Ja, wenn es weitergeht, löst er echt noch eine, was weiß ich, eine E-Mail-Lawine aus und sammelt quasi Unterschriften wegen, ja, helft alle mit gegen SOS-Battles bei Game Freak vorzugehen. Quasi, nee. Komm, hör mal auf damit. Weil ganz ehrlich, ich bin garantiert nicht der Einzige, der irgendwie damit Probleme hat und daher ist es natürlich auch unwahrscheinlich, dass irgendwie, ja, das Game Freak nicht bereits, sagen wir jetzt mal, konstruktive Kritik dazu bekommen hat. Ich sage jetzt nicht wütende Hasstiraden oder so etwas, nö. Und dann geht das auch noch los, ey. Ja, sorry Leute, ich werde auch nicht irgendwie Kommanduten einfach erledigen, damit es vorbei ist. Nee, ich will das Vieh fangen. Jetzt auch Offscreen machen können, will ich aber auch nicht tun. Dann dauert es halt länger, weil sogar am ganzen Part ist mir scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. Ich brauche einen One-Hit, der schnell genug ist. Mein Arboretos wäre schon schnell, aber die Kraftreserve Eis. Dafür ist mir gerade ziemlich egal. Aber der Super Schall nervt echt. Problem ist, ich kann Kommandute nicht vergiften, weil dann ist nachher auch futsch und ich habe nichts zum Einschläfen bereits erwähnt. Ich glaube, die einzige Variante war, zu verhindern, dass es irgendwie Hilfe ruft. Oh, toll, ich darf endlich mal den zweiten Ball werfen. Lecco mio, was nehme ich denn da? Ein Timerball wäre jetzt geil. Timer? Auch kein Timerball, scheiße. Dunklen Orten. Muss gehen.
Wir haben es aktuell Tag. Im Realtime spielt Mond, das ist hier Nacht, also müsst ihr relativ hohe Fangchance haben. Ja. Meine Fresse, die Hälfte der Folge ging drauf dafür. Slam kriegt noch ein Level Up, sehr schön. Wow, ey. Schleuder? Was willst du mit Schleuder? Nee. Ah, Synthese für ein Feuer-Pokémon. Nie eine schlechte Option. Vor allem, ja, generell sowieso nicht schlecht, wenn man noch irgendwie noch ein paar Statusattacken hat. Nicht nur physische, beziehungsweise natürlich auch offensive. Ah, er bildet doch eine Seite mit seinem Pendant aus Pokémon Sonne, wa? So, lebt auf Baumwipfel im tiefsten Dschungel. Ab und an erscheint es am Strand, um sich epische Quizduelle mit Lashoking zu liefern. Was für ein Quatsch, ey. Ja, gerne. Also bereits erwähnt, es ist zwar ein Orang-Utan und so weiter, das ist vom Typ Psycho. Es ist aber auch, wie man sieht, eher ein älteres Pokémon, was hoffentlich auch weise ist, deswegen... Oh, Senpai wäre eine Variante gewesen. Nee, ich nenne es Sensei. Erstmal Bericht angucken. Neutrales Wesen, besser als ein schlechtes, also... Man sieht hier jetzt Spezialverteidigung relativ hoch. Spezialangriff bereits der dritthöchste Wert, ja. Angriff kann man auch was machen. Verhindert durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit zurückchecken. Sag mal. Hä? Das fiel gar nicht mehr Konfusion drauf? Ah, Konfusion natürlich ein Attack ist Level 1 so lernen, toll. Ja, er lernt aber Hundlichtattacken ab Level 22 bereits in die Finte und so. Also wird noch interessant. Ah, zurückstecken, mag ich nicht. Genau, zurückstecken verhindern. Ich würde sagen, wir riskieren es mal, wa? Erstmal in die PC-Box, genau. So, Freunde, und jetzt... Oh. Ja, jetzt erstmal Zeit, hier Relaxo zu reinigen. Also ich habe jetzt noch alles gemacht, was ich im Wald machen wollte. Das heißt, jetzt werden wir erstmal unser Team heilen. Dann werden wir allen uns Pokémon noch Spitznamen geben. Also Spitznamen... Also der Doof hat dummerweise die aktuellen Kommentare noch nicht gelesen. Falls ihr irgendwelche Spitznamen habt, gerne noch einen Kommentar schreiben. Ist ja kein Problem, kann ich jederzeit ändern. Aber zumindest jetzt, dass ich die erste Mal habe. Gehe ich direkt mal runter noch zum Namenswert. Werden wir einfach so ein paar Spontane geben. Und ja, wie gesagt, kann alles noch anpassen. So, er freut sich. Ja, ist ein Leckerli. Ach übrigens, falls ihr euch fragt, weil Relaxo ist ein relativ großes Pokémon, oder? Wie schafft ihr es, dass irgendwie... Man hat es eigentlich gerade gesehen, war inzwischen der Kopf. Was ist das gerade? Wenn der Kopf zum Beispiel irgendwie... Ah, so Relaxo. Ne, ist ein anderes Geräusch gerade. Wenn Relaxos Kopf von einem anderen Pokémon halt im oberen Screen ist, könnt ihr einfach halt irgendwie die Fingerlänge nach oben halten. Man sieht es gerade gut, ja, im Screen oder Länge nach unten. Dann switchen nach unten. Nach oben halten, switchen nach oben. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es irgendwie so geht. Geht zum Rest soweit gut. Jeder hat mindestens ein Herz voll. Jo. Ist doch schön. Ja, dann würde ich halt gerne mal 2 Pokémon aus dem Team rausnehmen dafür. Unseren Sensei aufnehmen und dann mal gucken. Was ich auch gerne machen würde, wäre halt echt mal so einen Amphira ins Team holen. Na, vielleicht auch langsam anfangen, die Pokémon, die ich in Sonne bereits vorbereitet habe, rüber zu tauschen. Blick mal, nächste ist ja Inselkönigin Maila, die hat da Gestein. Ja, ich könnte das eine eigentlich gut rüber tauschen. Aber erstmal schauen, war eins nach dem anderen alles. Ja, mach sie fit, Mann. Dann kann ich hier noch einkaufen gehen. Bitte beehre uns bald wieder.
Mahos Prüfung. Ja, die war doch ein Klacks. Viele Bälle, ja. Tralalala. Ganz kurz. 10 Supertränke. Einen Hypertrank. 5 reichen hier eigentlich noch. Fluchtsaal, Schutz, Superschutz, Honigzitter, haben wir alles noch. Verkaufen vielleicht? Ein bitteres medizinisches Pulver, nehmen wir sowieso nie. Denn bitter ist so doof, Mann. Doof, doof. Wie diese X-Moves. Ah, nee. Wasserstein, Riesenperle. Ja, 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 ja. Tralalala. Überlegen, aber schon irgendwie gute Attacken, die ich ihm also sprich unserem Sensei beibringen könnte. Aber Kraftreserve noch gucken, war. Also wie bereits erwähnt, der Vorteil an Sensei ist, er hat einen relativ großen Move-Pool. Ich weiß unter anderem, er könnte zum Beispiel auch Donnerblitz, Donner und Energieballer lernen. Da muss ich schon sagen, okay, das ist doch beeindruckend. Als Beispiel mal irgendwie am Schluss sagen wir, okay, Psychokinese, Energieball, Donnerblitz und Ränkeschmied als Beispiel. Oder Gedankengut und solche Dinge. Wäre schon cool, oder? So, erstmal fliegen. Miklurak. So, wir haben hier oben eigentlich alles schon mal gemacht. Ja, der Vulkanpark nochmal zurückgehen. Für Amphira fangen, beziehungsweise die Vorstufe. Genau. Das muss schon noch sein. So, jetzt gucke ich gerade mal. Wir wollen das Spitznamen verteilen, wa? Ich bin hier gerade mal ein bisschen am gucken. Wo war jetzt dieser Typi schon wieder? War der, war glaub hier, aber. Ja, er ist es. So. Also er ist natürlich Arboretus. Was geben wir ihm für einen Spitznamen? Das ist eine gute Frage. Es ist ein Starter-Pokémon. Vermutlich der... Ja, vielleicht nebst Marikek der Einzige, der bis zum Schluss im Team bleibt. Also, ich sag's mal so, sicher am längsten. Es ist eine Eule. Warte mal, es ist eine Eule. Ich hatte eigentlich einen perfekten Spitznamen. Verdammt, wie ist es jetzt schon wieder? Ich muss ganz kurz mal gucken. Wie hieß diese? No. Warum nicht? Wir nennen sie nach der Eule aus Ocarina of Time. Also sprich im Prinzip der anderen Form des weißen Rauru. Wie man ja vermutet. Ja, sie heißt glaube ich Echmetus. Ich habe so einen anderen Namen in Erinnerung. Vielleicht war das der englische. Genau, Kaipura. Kaipura. Warte mal, Menderisa war. Kaipura. Ja, komm, ich habe irgendwie einen englischen Namen besten in Erinnerung. Nennen wir es Kaipura. Kaipura. Stimmt's, Kaipura? Ja, lassen wir mal so, wa? Sehr schön. So, dann gehen wir weiter. Slimer in der Reihe. Slimer. Er ist ja, dank der Fähigkeit seiner Attacke, ist es eigentlich eines, was relativ jedes Pokémon vergiften kann.
cooler Spitzname auf Gift, wa? Da kommen die grauen Zellen ins Grübeln. Ins Grübeln vor allem, ins Grübeln. Was wäre da ein guter Name, Leute? Ja, Namensherkunft, Slimer, Schleimklumpen, toll. Kann ich Ihnen nicht gerade viel machen, natürlich auch ein Unlicht-Typi. Mir fällt gerade irgendwie etwas ein, eine Anlehnung aus Super Mario, nicht Super Mario, Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Dann ist der Dark Toadster, aber das ist auf Dark Toxin. Oder Dark Grimmer. Ja, in Englisch, ja, versteht ihr? Dark Slimer klingt auch irgendwie doof. Ja, Dark Slime geht sowieso nicht wegen Slimer, gell, soll man entwickeln. Und Slimer heißt auf Englisch auch anders. Wie heißt denn eigentlich Toxin auf Englisch, oder? Da wäre vielleicht eine Variante. Wenn sie einen anderen Namen hat. Toxic, ja gut, machen wir so. Dark Toxic. Ist doch ein epischer Name. Eigentlich sind's, ja, 2 bis 3 Pokémon noch, die fehlen. Kalpura, Dark Toxic, Dominas natürlich, so wie es ist, Mitsunda, Marekek und Relaxo, also Relaxo eventuell noch. Was gebe ich Mitsunda für einen Namen? Was? Ach ne, stimmt, die haben ja getauscht. Den kann ich gar keinen Spitznamen geben. Ah, bin ich am Volltrottel. Ja, dann müssen wir wieder rüber tauschen. Warte mal, geht gar nicht mehr. Ups, ich bin so ein Volltrottel. Ja, natürlich geht das nicht mehr, weil die Editionen da, wo es her hatte, existieren gar nicht mehr. Hätte damals so einen Spitznamen gegeben, ich sag Trottel. Jo, fail. Aber Relaxo, aber das ist meine eigene ID, wa? Müssen wir auch selber geben können. Ja, Relaxo geht. Gut, nur noch Relaxo. Fragt mich was einfacher ist. Ich meine, Relaxo, auch schon Pokémon der ersten Gen, da wird es auch schon so viele Namen geben. Vielleicht eine Anlehnung an seinen Z-Move, wa? Der macht es mit Gigastoß. Ist das eine individuelle Z-Attacke? Die heißt Schluss mit lustig. Master Impact? Nee, klingt eigentlich doof. Was haben wir da? Basiert auf einen. Was? Relaxo basiert auf einen Bären? Ja, gut. Entfernt vielleicht. Schlafen aber eher, nee. Aha, warte mal. Wenn wir sowieso schon dabei sind, die Andeutung zu machen zu anderen Spielen, anderen Serien, hast du noch gesehen? Dann machen wir doch einfach mal eine Anspielung auf One Piece. Ich meine, wenn er auf dem Bär basiert, nenne ich ihn einfach Kuma, fertig. Also, mein Ursprung ist für mich ein Bär, aber okay, machen wir es einmal so, Kuma, wa? Die haben sogar einen ziemlich ähnlichen Körperbau. Gerade. Nee, eigentlich nicht, wa? Nee, komm, passt. Nee, danke, vielen Dank. So.
Freunde, ich weiß, Part ist bereits vorbei, eigentlich seit längerem, mache trotzdem ein bisschen Überlänge, weil ich will im nächsten Part dann echt schon mit dem Kampf gegen Myla oder so weiter vorfahren, also mit der Story halt. Das heißt für uns, kurz das Team noch anpassen. Lass mal gucken, was ich noch alles in der Box habe. Kurelei, und auch Flinchy, mit dem Käfer Trutz. Relativ schnell war. Käferwasser, ein ganz cooler Typus. So, machen wir mal. Wo bin ich ein Trottel? Natürlich, ich wollte so lange mal Wuff ins Team nehmen. Das ist der perfekte Zeitpunkt. So. Dumredaxo, erst einmal, sag ich jetzt mal, raus. Frubi. Aber das mal ins Team nehmen, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, ist natürlich wegen Typus und, also wegen Wesen, vor allem wäre es noch cool. So, Wuffels, genau. Das noch ein bisschen trainieren, was heißt bisschen, ne? Muss ein bisschen extremer trainieren. Und natürlich ihn hier, unser Master of Disaster, Kommandutan. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder mal ziemlich geile Typen im Team, wa? Wenn es mal so schnell überschlägt. Wir haben Kaepora, ist der Pflanze Flug. Haben wir Gift Unlicht, Feuer, ja, spätestens, wie gesagt, wenn Mitsuna sich entwickelt. Zu Fuego kommt sie da raus als Erste. Mario Cake endet auch raus oder drin bleiben, mal gucken. Wuffels sich mal ein bisschen mit der Entwicklung, mal gucken, was er drauf hat. Ist einfach nur Gestein und hier haben wir nochmal Psycho. Wir haben alle Teams, ja. Alle Typen bisher einzigartig. Ach, in Initiative, aber hier in Mond spielt sowieso wenig eine Rolle, weil, ja, Wuffels im Mond. Also sagen wir ganz ehrlich, ich würde die Sonne-Version von den Werten und den Attacken hier bevorzugen. Aber ist ein anderes Thema. Ja, da muss er fast, wa? Dann gucken wir mal. Kraftreserve. Ah ja, wollte noch gucken, wa? Was die für einen Typus hat. Ups. Okay. Gehen wir schnell schauen, wa? Da bin ich schon die Folge überzogen und gleich noch ein bisschen länger überziehen. Ist ja kein Ding, Leute. Hallo? Ah, jetzt. Warte mal, was mache ich da? Bin ich auf der richtigen Insel? Muss hier. One Farm. Ich glaube, ich der richtige Point. Der Point of No Return. Lurak. Jupp. Es stimmt einfach so geil. Die hier. So, dann mal gucken. Was hätte Sensei für einen Typus? Gesteinskraftreserve. Das ist doch mal eine Variante. Warum? Weil bereits erwähnt, Sensei hat ja, wenn man es so betrachten will, nur zwei Schwächen. Und zwar nur Käfer und Unlicht. Gegen Unlicht, klar, da kannst du nur durch Käferattacken oder so etwas einsetzen. Oder Feen, da habe ich ja mit Mario Cake noch was. Aber gegen Käfer, ja gut, natürlich auch Flug und Feuer und so weiter, aber eben, ne, Käfer ist eine Schwachstelle und da kann ich doch jetzt mit Gestein zurückschlagen. Aber Käfer müssen eine Schwäche gegen Gestein haben. Aber immer noch. Warte mal ganz kurz, das sieht man sicher hier. Irgendwo auf der Liste. Hä? Und nicht mehr. Hä? Ernsthaft jetzt? Offenbar hat es keine Gesteinsschwäche mehr.
Warte mal, die verarschen mich doch gerade. Jetzt in der Liste stimmt's wieder. Seltsam. Wir gehen mal Kraftreserve. Mal gucken. Verzögerung, wenn es als letztes angreift. Ne, gut, du bist eigentlich gerade schnell, also insofern. Verhöhner bringt meistens auch nichts, ne, komm. Direkt verlernen. Muss ich noch ein bisschen gucken, was ich noch mache. Durchbruch. Ach du Scheiße. Okay, aber was gegen Unlicht-Pokémon? Ich sage, da kannst du wieder Attacken lernen. Gut, der Angriff ist nur 34. Was heißt nur, im Vergleich zum anderen vielleicht ein bisschen doof. Als letztes Angriff, Kraftfuhr aber natürlich, das ist eine Scheißattacke. Psycho Plus habe ich so eigentlich noch nie eingesetzt. Können wir mal testen. Oder ich mal, wofür es könnte Felsgrab gut gebrauchen. Sicher nicht die dümmste aller Ideen. Na, gehen Sie Überblick, komm, weg da. Folterknecht, Nitroladung, mal gucken. Wirbler. Bei der undichten Attacke nicht, aber das leider noch. Also sprich nur Dark Toxic. Ja, es fehlen doch noch. Strauler kann leider nicht lernen. Verdammt, hatte ich gehofft, das hätte irgendeiner noch drauf. Kraftschub, ja, bringt man nicht momentan nicht so viel leider. Schade. Naja, sonst mal ein paar Attacken, mit denen man ein bisschen was machen kann. Lustigerweise aber nichts Spezielles, alles nur physisch. Enorm, wir haben ja gut, Kraftreserve aufstufen, war, aber es ist ja eigentlich jetzt noch eine normale Attacke. Muss glaube ich auch gehen, wa? So, hier soll noch eine Psychoattacke hinkommen, genau. So. Ja, vorhin mal sagen, ich stelle mal Sense in erster Stelle und dann wird sicher langsam mal. Hallo? So. Jetzt denke ich echt mal Zeit, die ein bisschen offscreen zu trainieren. Das wird nicht unbedingt offscreen oder vielleicht doch. Mal schauen. Also nicht genau, wie ich das mache. Ob offscreen oder nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Und zwar hier unten mit der Story. Genau, hier sollen wir also direkt hier hinfliegen, hier wieder heilen, etc. etc. Und dann nächste Folge mal gucken, ob wir direkt schon auf Maida treffen oder noch nicht. Wer weiß das schon, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.